Hallo, herzlich willkommen bei unserer Sendung Kooperationskultur Kärnten Koroschka. Wie einmal im Monat berichten wir über Kooperationsprojekte, laden verschiedene Organisationen zu uns ein und sind auf der Suche nach spannenden Projekten, wo es darum geht, dass man Kooperation lebt. Heuer sind wir ja im Jahr der 100 Jahre Volksabstimmung, wo wir ja, das Feiern, das ist Carinthia 2020 Projekt vom Land Kärnten. Und wir haben uns heute zwei Organisationen eingeladen, die gemeinsam ein Tanztheaterprojekt machen. Liebe Claudia Ara, schön, dass du da bist vom Tanztheater Einander. Danke, hallo Sabrina. Und auf der anderen Seite die Katja Wittmer von Katjas Dance Company und der Albert Budreka, die von Ljubljana zu uns gekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Hallo, danke. Ja, wir werden auch heute das Interview etwas mischen zwischen Deutsch, Slowenisch und Englisch. Es wird also spannend sein, in welchen Sprachen das heute auch alles sein wird. Ja, ich starte mal mit der Eingangsfrage. Liebe Claudia, erzähl uns mal vom Tanztheater Einander, wie das entstanden ist, was ihr da genau macht und was es so zu erzählen gibt. Ja, danke. Das Tanztheater Einander ist 2017 entstanden. Ich arbeite beim Verein Vobis, das heißt Verein für offene Begegnung und Integration durch Sprache. Dort werden Deutschkurse angeboten und Sprachcafés und ich habe dort im Office zu tun, im Büro. Die Leute wussten, dass ich tanze und Theater mache und sie fragten mich, Menschen mit Fluchtbiografie, ob ich denn etwas machen könnte. Und so habe ich angefangen, diese Tanztheatergruppe zu gründen, also Workshops abzuhalten. Und was mir ganz besonders Freude macht und ich auch wichtig finde, ist ein Workshop alleine, ohne etwas zu kreieren, ihn zu inszenieren, um es anderen zu zeigen, was ich denn gelernt habe oder erfahren habe, ist dann nicht so stark, so ausdrucksstark, weil am meisten habe ich dann noch dazu, wenn ich mich mit der Gruppe sammle und etwas nach außen von mir hergebe, einem Publikum etwas zeige, dann erfahre ich, was auch Präsenz bedeutet, was diese Energie bedeutet. Und deswegen war für mich klar, es muss mit einer Aufführung enden. Und das ist sehr gut angekommen, das hat nicht aufgehört, bis heute gibt es diese Gruppe. Es kommen Leute dazu, es gehen wieder welche weg. Manche gehen, wenn sie einen positiven Bescheid haben, dann auch nach Wien oder woanders hin. Manche leider müssen gehen, zurück oder was auch immer da passiert. Und es kommen auch Menschen aus Kärnten dazu oder Praktikantinnen aus Finnland hatten wir, einen Mann aus Frankreich, der hier studiert. Also es wird sehr interkulturell. Ja, aus Iran, Irak, Deutschland, ganz bunt. Und wir setzen uns mit den Themen auseinander, die diese Menschen, die zu mir kommen, betreffen. Und ein ganz starkes Thema war von Anfang an Grenzen. Was ist meine eigene? Wo schränke ich mich ein? Wer schränkt mich ein? Wie kann ich etwas überwinden? Wie geschieht das? Ja, durch andere, durch mich selbst ist das möglich. Und was habe ich für Erfahrungen? Und die haben wir dann umgesetzt gemeinsam. Ja, dieses Tanztheater gibt es ja seit 2017, glaube ich, ist das gegründet worden. Ja. Und seitdem gibt es im Raum Klagenfurt immer wieder Aufführungen, immer wieder sozusagen die Performances werden zur Schau gebracht, die vorher erarbeitet werden zu unterschiedlichen Themen. Genau, das ist sozusagen das Tanztheater Einander. Jetzt schauen wir mal zur Katjas Dance Company. Katja, you're working also with dancing since you were a child? Yes. How did it come? In Sloveniš. Začela sem, ko sem bila stara 8 let. Začela sem z baletom in potem sem šla na audicijo, naredila audicijo v Ljubljani, ker živim malo ven iz Ljubljane, se pridružila skupini, začela z jazz baletom, potem se pa počasi so se vklapljali v moje življenje tudi drugi stili,
tako da danes plešem praktično vse od hip-hopa, liričnega jazza, baleta, tudi latinsko-ameriških plesov, predvsem pa je v mojem srcu ostal balet in lirični jazz. In plesala sem ves čas tudi v skupini, kjer smo nastopali na televiziji, pa v bistvu po raznih prireditvah, recimo Melodija Morja in sonca v Sloveniji ali pa Eurovizija. Potem pa je prišlo do tega, da sem spoznala Alberta, čeprav se poznava že od otroštva, ker sva hodila skupaj v šolo, v gledališki krožek, kjer je on vrtel glasbo, jaz pa sem plesala. In se je najina pot po 30 letih spet prepletla. In sva šla na neko razstavo moje nekdanje dijakinje, njenega očeta pravzaprav, in sva tam srečala našo, se pravi, varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer, ki me je poznala že po eni predstavi, to je predstava Ženska, in rekla, kdaj bom spet naredila kakšno novo plesno predstavo, in tako so z Albertom začela delati predstavo Življenje je vrednota, ki je naša predstava, ki je zelo uspešna. Namreč plešemo jo že 4. leto, plesali smo jo, mislim, da že zdaj jo bomo 34-tič po Sloveniji, šli smo tudi na Hrvaško, v, se pravi, gledališče Vatroslava Lisinskega, in govori o zdravnici, ki najprej opravlja svoj poklic, uživa v življenju, potem pa sama zboli za rakom, tako kot njeni pacienti, in ugotovi, da je življenje se je obrnilo na glavo, torej točno ve, kaj jo čaka, vse bolečine, kemoterapije, mora biti tudi konec življenja, in zato poskuša v bistvu najti neko pot in se zaveda, da je vsak trenutek v življenju dragocen. Hkrati delamo tudi plesne pravljice za otroke, za ranljive skupine, torej za Rdeči križ, za socialno ogrožene otroke preko Rotary klubov oziroma preko drugih možnosti, preko šol. Povabimo na naše predstave tudi šole. Naredili pa smo tudi predstavo Project X, ki pa govori o, se pravi, migrantih in oziroma pač o selitvah, o težavah v življenjih in hkrati tudi o onesnaževanju. V Kati Dance Company plešejo različni plesalci, različnih starosti, različnih skupin, z različnimi zgodbami, z različnimi stili. In smo veseli, da imamo v Ljubljani možnost v studiu plesati, ustvarjati in upamo, da bomo to ustvarjali še naprej. Smo pa izjemno veseli, da smo že drugič na Koroškem in da ustvarjamo s Klaudijo in Sabrino, z vami, vsemi plesalci, in je to za nas ena res posebna lepa izkušnja. Danke für die Einführung in Katjas Dance Company, welche Projekte ihr alle macht. Das hat immer einen sozialen Hintergrund. Genauso eine Umreißung des Ganzen. Ja, diese 2 verschiedenen Studios oder Tanztheater treffen sich jetzt in Kärnten zum Projekt 24 Stunden Grenzerfahrung. Bei diesem Projekt geht es darum, eben um die Kärntner Volksabstimmung, um diese Grenze zwischen Kärnten und Slowenien. Und da hat es jetzt seit 4 Wochen an verschiedenen Orten außerhalb von Klagenfurt Aufführungen gegeben, zuerst Workshops und dann Aufführungen. Und während dieser Zeit wurde nicht nur am Thema Grenze gearbeitet, sondern auch sehr am Thema Kooperationen dieser 2 Organisationen. Genau. Und jetzt frage ich mal die Claudia, was war für dich in dieser Kooperation schön, fruchtbringend und was hast du davon mitgenommen? Ja, für mich war es äußerst spannend, eine Company kennenzulernen aus Slowenien. Ich war sehr aufgeregt, habe mich sehr gefreut, eine so gute Gruppe. Ich habe ja die Website gesehen und Videos und wow, die können so fantastisch tanzen. So eine Bereicherung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und dann kommt er, und wir haben uns ja vorher schon getroffen, einmal im Gespräch auch mit Albert, gell, Albert und Katja. Und da war so viel Sympathie. Ich dachte, ja, das kann nur gut gehen.
Und dann war der Tag, wo ihr gekommen seid. Und es war so eine Freude. Alle zusammen mit den Tänzerinnen, die dabei waren. Und ich finde, es hat von Anfang an einfach Frucht gebracht, weil wir uns so gut verstanden haben, so in Verbundenheit. Ich sage auch das dazu. Und gelernt von dir, deine Art zu tanzen, dein Training, einfach ausgerichtet zu zählen. Und ich habe gemerkt, dass meine Gruppe das auch mag, ja, weil ich das weniger tue. Und das habe ich mir dann gedacht beim nächsten Mal, ich werde das auch etwas mehr aufnehmen. Ja, weil es ist auch gut, wenn man eine Orientierung hat, 4-mal so, dann, also auf 8 Zählzeiten und so weiter. Das war sehr schön. Und umgekehrt meine Art weiterzugeben. Und das allein, diese 2 Arten hatten sich so verbunden, dass daraus was Neues schon entstanden ist. Das hat es schon kristallisiert, finde ich. Und wie ihr euch eingebracht habt, wenn ich euch sage, bitte könnt ihr mit diesem weißen Tuch arbeiten, ja, und dann wurde da gearbeitet und alles so großzügig, so ohne dass man sich beschneiden muss, sondern eben ganz umgekehrt, offen und weit war das. Und dann sieht man in kurzer Zeit nämlich auch so schnell so ein tolles Stück. Und das konnten wir dann erweitern, das, was wir schon hatten mit euch. Es wurde einfach wunderbar erweitert. Also eine Riesenfreude. Danke, dass ihr da seid. Danke. Wiedergekommen seid. Danke dir. Ja. Genau, man muss da vielleicht noch als Hintergrund sagen, weil du gesagt hast, danke, dass ihr wiedergekommen seid. Es war ja geplant, dass Katjas Dance Company bei der 3. Aufführung in Köttmannsdorf dabei ist. Und die ist so super gelaufen, dass ihr dann sozusagen zur 4. Aufführung jetzt nach Maria Rhein auch gekommen seid. Und diese Spontanität und Flexibilität, ist das was ihr so mit euch bringt? Oder war es diese Freude an der Zusammenarbeit, die euch wieder hergebracht hat? Was war es? Ja, bom jaz v slovenščini povzel. Ja, ljubimo ples. Ljubimo umetnost, ljubimo ustvarjanje, ljubimo čezmejno sodelovanje in taka možnost, ki se pač poraja v tem prostoru in v tem času na to posebno tematiko v tem letu, nas je še posebej navdušila, da enostavno želimo sodelovati. In tle ni nobene prisile, nobenega prilagajanja v bistvu, ampak je bilo zelo spontano, da ja, seveda, če povabilo še enkrat prišlo, seveda se bomo odzvali. Kot je že Klavdija povzela, nekako to sodelovanje, ta kemija poteka zelo spontano. Vsaka stvar, ki nastaja, se nadgrajuje. Jaz iz nekega vidika tehničnega producenta gledam na stvar tudi tako, da ko gledam Klavdijo in Katjo, kako sodelujeta, kako prepletata svojo koreografsko preteklost in znanje, kako v bistvu se učita eno od druge, kako se spoštujeta in kako iz tega postaja nekaj večjega, je to enkratno pač gledati. Rezultat tega seveda je potem tudi ta fuzija plesalcev, nekateri z več izkušnjami, nekateri z manj, za nekatere je bilo to prvič, ampak ta enostavno pozitivna energija in kemija, ki obstaja med temi ljudmi na plesnem podu, je fantastična in prinaša dejansko samo nekaj dobrega. In vsi smo se iz tega nekaj naučili, zaradi tega takih priložnosti čim več in upamo, da bomo tudi mi lahko kmalu gostili naše avstrijske prijatelje pri nas v Ljubljani v našem studiu. Ja, in še dotaknili smo se gledalcev zadnjič v Köttmannsdorfu, so bili navdušeni in govorili z nami in se nam zdi to najlepša izkušnja možna, da lahko sodelujemo s tako različnimi ljudmi v takem prelepem okolju in s takim gostoljubjem, kot smo bili sprejeti, je to samo hvala. Hvala, Koroška. Ja, das war jetzt einmal sozusagen die erste Runde in unserer Sendung Kooperationskultur Kärnten Koroschka. Wir machen eine kurze Musikpause und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder darum geht, tiefere Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Kooperation zwischen Kärnten und Slowenien zu hören im Tanztheaterprojekt 24 Stunden Grenzerfahrung. Sont ces
sun come up and the evil that arises, we just overcome. None of us has much, but we all have enough. We are made rich by the one that's our love. Smashed on my place, that's lame, made mosaics. Dance with my demons in the moonlit mayhem. Reassured them that now I'm forsaken, cause there is no shortage of grace. Yeah, open my doors and I let all the strays in. Threw my phone away, but ran to strangers. Found out that they weren't that dangerous, and that we all had stories, so we exchanged them. Wicked winds blew, we made a fight with the vapor. We have for some strange reason of it chasing. We did not lament the time that we had wasted, but rejoiced at where we found ourselves today. Yeah, dance and we'll sing till the sun come up, and the evil that arises, we just overcome. None of us has much, but we all have enough. We are made rich by the one that's all us. So come and dance with us, take a chance with us. If you don't have a home, you make camp with us. Come and dance with us, join hands with us. Find yourself and lose your fear when this expands. Creatures that walked naked and eating, unashamed, full of freedom until they're loud. Fear to disease, and those who carry the curses on my people. Learn to dance, learn to pain, learn to scratch a needle. Learn to be courageous regardless of our wrinkles. Learn to love in the face of evil. Learn to be peaceful, but also how to wage war. Learn to turn away from the starving while I placeful. Let our fear swallow us once again, which made us hateful. But goddamn, I swear that's not what we were made for. Sweetheart capable of beauty beyond description. Our hands half treated, both disease and a symptom. The very choice we made, that ain't a fucking picture. So let us get something beautiful out of our resistance. We will dance and we'll sing till the sun come up, and the evil that arises, we just overcome. None of us has much, but we all have enough. We are made rich by the abundance of love. Yeah, one love like back in the day. One earth like we here to stay. One heart that beats through the pain. One people cause we are the same. Tell us lies that we grow to believe. When we look inside our homes, all we see enemies. When we look into the mirror, all we ever fucking see is the people that we wish could have been. But fuck that, say what bruh. These lies designed to chokehold. We need to breathe if we hope to live and not just be sculptures. So this is toasted up broken homes. The invitation to all those with scars on the hearts and souls full of poems. Never forget that you're not alone. So raise up, cause our time is now. The dark days will be winding down. No fear, no more hiding out, cause all the cops will be smiling down. I swear that on my grandma's grave, I swear that on my mama's name, I swear that the world could change until it does. We will sing. Come and dance with us, take a chance with us. If you don't have a home, you make camp with us. Come and dance with us, join hands with us. Find yourself and lose your fear when this expands. Willkommen im zweiten Teil von unserer Sendung Kooperationskultur Kärnten Koroschka. Jetzt sind bei mir Katjas Dance Company, die Katja und der Albert und die Claudia vom Tanztheater Einander. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage, sie arbeiten beide mit Amateuren, also es ist kein professionelles Theater mit bezahlten Schauspielern und bezahlten Tänzern, sondern es ist in beiden Fällen etwas, wo Menschen hinkommen, die was lernen wollen, die sich für Kurse anmelden können, so zeitlich begrenzt. Und die Gruppe wechselt auch sehr stark von der Gruppenanzahl, von der Teilnehmeranzahl, und im Fall von der Claudia ist es auch sehr durchmischt im Sinne von Alter und Kulturen. Und wie geht ihr damit um? Was sind die Herausforderungen? Was ist das Schöne an dem Arbeiten? Ja, das Schöne ist,
dass es spannend bleibt, immer wieder neue Begegnungen stattfinden. Und das Kribbelnde, Spannende, etwas unbehaglich, man weiß nie, wer kommt, an diesem Montag. Vorher waren 12 da, dann sind auf einmal nur mehr 4 da, dann sind plötzlich 14 da und dann 2. Also das wechselt in der Anzahl komplett, weil die Menschen alle einen Alltag haben, ein Leben und manche Probleme oder plötzlich einen Job anfangen oder so. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Und das zu halten und dann zu filtern und zu schauen, wer kommt dann so in eine Bereitschaft, dass man arbeiten und bis zum Ende dieser möglicherweise 12 Einheiten gehen kann, um dann eine Performance zu machen. Weil wenn die am letzten Tag 2 fehlen, ich hatte das schon, dann bin ich eingesprungen und habe 2 Rollen gespielt. Also das geht dann auch. Oder eine kann gestrichen werden, was sehr schwierig ist. Man braucht eigentlich das ganze Team. Und trotzdem Flexibilität ist das sehr hoch angesetzt. Ich würde sagen 100%. Und ja, es ist immer gelungen trotzdem. Immer. Und das ist das Faszinierende und Anziehende an dem Ganzen. Es geht immer irgendwie auf. Ja. What are your experiences, Katja? V bistvu je bila to ena izmed takih res neverjetnih lepih izkušenj, čeprav je seveda težko zaradi jezika, pravzaprav govorimo med samim ustvarjanjem 3 jezike, angleščino, nemščino in slovenščino, ampak hkrati povezovanje tako zelo različnih plesalcev z tako različnimi znanji, z vrstmi plesa, nekateri sploh niso plesali še nikoli do zdaj, nekateri so starejši, nekateri so mlajši. In to vse skupaj pravzaprav postaviti v neko zgodbo, hkrati razložiti vsem občutke. Seveda imava midve s Klavdijo verjetno neko idejo, ki pa jo potem skušava prenesti na plesalce in ustvariti zgodbo z njihovimi telesi in z njihovim znanjem in z njihovimi povezavami. Je včasih težko, ampak hkrati v bistvu zelo lepo in pravzaprav nam ta čas tako hitro mine, da ko je večer, smo mi še vsi euforični in želimo še ustvarjati naprej, čas pa beži in vemo, da je pred nami nastop in v bistvu želimo stvari vseeno predstaviti na način, da ga bodo razumeli tudi gledalci, ki bodo prišli gledati, in upam, da nas bodo prišli gledati in podpreti, ampak se mi zdi to res taka izkušnja, ki nam bo vsem ostala v zelo lepem spominu. Bi pa mogoče k temu dodal še, ko smo govorili o problematikah, ki si jih mogoče v plesnem ustvarjanju dotikamo in srečujemo, to je seveda vedno faktor človek, ne. Plesalci so ljudje pa za svojim vsakdanom, s svojo spremenljivostjo, za svojimi različnimi občutki oziroma prioritetami v življenju in seveda, kot je že rekla Klavdija, velikokrat se zgodi, da v bistvu ne moremo se 100% zanesti en na drugega, čeprav bi si to najbolj želeli. Ko pride dan predstave, če koga ni, seveda to nastane velik problem. Umetnost plesa je seveda ima to prednost, da ima lahko to fleksibilnost, to se pravi, da se kaj popravi, da se kaj spremeniti, čeprav se s tem podre recimo kontinuiteta zgodbe ali pa kontinuiteta nekega procesa ustvarjalnega, vendar ja, seveda mi ostajamo zdaj 4. leto na tem in vsekakor se s tem srečujemo neprestano in to je recimo ena večjih ovir. Druge ovire, ki jih vidimo, recimo, so dojemanje oziroma sprejemanje različnih, mogoče modernejših stilov v določenih okoljih in pa seveda podpora umetnosti na splošno, kjer mogoče na prioritetni listvi ni najvišje. Vendar moramo pogledati tudi na ta način, da naše 4. leto ustvarjanja temelji dejansko na 3 nekak stebrih. Prvi steber je, da proba Katja Dance Company omogočati mladim ustvarjalcem, da imajo neko umetniško platformo, kjer se lahko umetniško plesno izražajo. Po drugi strani se probamo dotikati nekih socialnih tem,
mogoče včasih tudi kakšen tabu tem, o katerih se premalo govori in jih želimo mogoče prinesti na plano, da se o tem mičken več govori. In po tretji strani, v končni fazi, finančni efekt, ki ga včasih doživimo z obiskom teh predstav, sredstva doniramo naprej raznim socialnim skupinam oziroma tistim, ki so pomoči potrebnim. Zdaj, v našem primeru so to največkrat mladi, ki so v mladosti preživeli raka in imajo sedaj trajne posledice, ali pa tudi drugi posamezniki, s katerimi potem sodelujemo, tako da smo zbrali že kar, bomo rekli, zadovoljivo količino denarja, katero smo v 4 letih donirali, in to je naša pot tudi vnaprej. Zaradi tega se veselimo tudi tovrstnih sodelovanj, kjer pripeljejo na skupno plesno podlago plesalce različnih držav in različnih okolij, in fuzija nastajanja nekega performansa, ki ga vodita Klavdija in Katja sedaj, dokazuje, da v bistvu to sodelovanje je pravzaprav čist normalna zadeva, kot bi v Ljubljani to delali. Mogoče tukaj res ovira vsak čas jezik, vendar je ples pač telesno izražanje in nek univerzalni jezik, v katerem se potem srečujemo, dopolnjujemo in skupaj rastemo. Ja, jetzt haben wir verschiedene Dinge gehört, vor allem auch, dass es darum geht, dass wir den Faktor Mensch berücksichtigen, und eigentlich sollte es auf der Bühne, wie angenommen, alles perfekt sein, aber durch das, dass wir ja alle menschlich sind und mit Menschen arbeiten, ist es nicht so, dass es sozusagen 100.000 Mal geprobt wird und dann genau so passiert wie beim Proben. Wie geht ihr auf der Bühne mit Fehlern um, also Fehlern sozusagen, die man ja vielleicht dann nicht sieht, aber wie geht ihr damit um? Und vor allem, wenn dann, weiß ich nicht, 2 Stunden vor der Aufführung jemand sagt, er ist krank, er kann nicht kommen, oder was habt ihr für Geschichten aus den vielen Aufführungen, die ihr schon gehabt habt, wo ihr sagt, das haben wir dann so und so gelöst? Okay. Ja, es ist so, dass ich Fehler lieben gelernt habe, weil die mich meistens berühren. Also es ist immer neu, erstens einmal die Aufführung, weil es jeder anders damit umgeht und etwas anderes versteht. Und wenn ein unter Anführungszeichen Fehler passiert, dann sehe ich auch, weil es Amateure sind, dieses Menschliche. Und das Menschliche berührt mich so sehr. Wenn es perfekt ist, dann bin ich oft gar nicht so berührt. Dann ist es gut perfekt getanzt, es ist gut trainiert möglicherweise, aber dieser menschliche Aspekt fehlt mir dann, und genau darum geht es mir eigentlich. Das liebe ich über alles. Ja, jaz tudi mislim, da je tako, da kadar pride do tega, da seveda ni tako, kot smo mogoče imeli v mislih na probi, na poskušnji, na generalki, ampak dejstvo je, da če se nekdo zmoti, seveda drug uskoči, si pomaga, in točno to se je zgodilo že v Kvitmansdorfu, in upam, da se bo tudi v Marija Rajnu, da enostavno, če pride do drugačne postavitve, da če nekdo steče v nasprotno smer, kot smo se dogovorili, se mi zdi, da je ravno to nekak talent plesalcev ali pa ljudi, ki se povezuje, in v naši skupini se je med obema plesnima skupinama to zgodilo, da drug drugega rešujemo, drug drugemu pomagamo, si pomagamo z očmi, s pogledi, z gibi, in se mi zdi, da nastaja ena vsakič neka nova, lepa predstava, in če koga ni, seveda ga nadomesti nekdo drug. Skoči na mesto njega, prevzame njegovo vlogo, in to nam je uspelo že v prejšnji predstavi, in se mi zdi, da je to tista stvar, ki jo plesalci zmoremo, kljub temu, da je število vedno drugačno, in smo tega pravzaprav veseli, ker je to za nas izziv. Ja, bi pa temu dodal, vsi plesalci, če ste del ekipe, ostanite del ekipe, saj ekipa šteje in računa na vas. Also das hätte ich jetzt gerne übersetzt gehabt. Ja, also ich habe allen Tänzern so eine Message erzählt. Bitte, wenn ihr ein Teil von einer Performance seid, bleibt mit dieser Performance, weil die Gruppe zählt auf euch und ist abhängig von euch. Ja? Also, ja, das braucht man. Das braucht die Gruppe und das Performance, das Stück und auch am Ende das ganze Projekt. Ja. Ja.
was ich auch noch sagen wollte, weil ich die Fehler so gewürdigt habe, das heißt nicht, dass sie tun können, was sie wollen. Also es gibt eine Struktur, eine Basis, wir erarbeiten etwas und ich möchte schon, dass sie es verstehen und auch, dass wirklich die Struktur gehalten wird, weil darin kann man sich erst finden oder eben, das ist auch dieser Halt. Ich möchte gehalten werden, deswegen gibt es eine Basis und in der kann ich mich dann bewegen oder eben einen kleinen Fehler machen oder einen großen. Das klingt so komisch mit Fehler, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Aber die Lebendigkeit bleibt in diesem System, so sage ich jetzt mal, in dieser Struktur kann da erhalten bleiben. Und das ist das Schöne, denke ich. Und wir brauchen aber alle, die kommen, ja, und sagen, sie machen mit. Genau, Ja. genau. Also auch wenn man Fehler, Ja. wir sprechen in unserer Welt von Fehlern. Es sind aber nicht wirklich Fehler, es Ja. sind halt Momente, die halt anders auf der Tanzfläche gemacht werden, als sie erwartet waren von jemandem, aber sind noch immer ein Teil von denen. Ja. Es ist ja so, dass die Zuschauer manchmal überhaupt nicht wissen, dass es ein Fehler ist. Ja. Es ist ein Ja. Teil von der Performance. Es ist halt so, es ist etwas Lebendiges und das ist das, was eigentlich Tanzen so anders, so flexibel macht. Ja. Genau. Ampak jaz sem prepričana, da gledalci začutijo plesalce, njihova čustva, emocije in da jim je pravzaprav všeč zgodba in sploh to, kar so plesalci sposobni v tako kratkem času ustvariti in skreirati. In jaz mislim, da je nastala res ena taka lepa predstava, ki si jo je vredno ogledati. Ja, und ein Ding, was ich sehr gelernt habe jetzt, ich habe ja auch die 4 Wochen mitgetanzt, war, dass wir natürlich Rollen auch vergeben haben während dieser Zeit. Und wenn dann eine Person durch eine andere ersetzt wird, dass man es spürt, wie diese Person oder die andere in dieser Rolle ist. Und das hätte ich mir vorher nie so gedacht. Ich habe mir gedacht, ja, ist ja egal, ob das jetzt der oder der macht, aber man spürt so einen Unterschied, wer jetzt dein Partner auf der Bühne ist oder in der Gruppe, in der du agierst auf der Bühne. Und das war eine Erfahrung, die ich durch das Tanztheater Einander und durch dieses Projekt 24 Stunden Grenzerfahrung einfach für mich lernen durfte. Und das war sehr schön zu sehen. Ja, vielleicht noch etwas zum Inhalt von 24 Stunden Grenzerfahrung. Wir haben gesagt, es geht um Grenze, um Körpergrenzen, aber auch um Grenzen zwischen Ländern, das eben vor 100 Jahren das Thema der Volksabstimmung war. Ist das etwas, was für euch präsent ist oder ist das etwas, das komplett in der Vergangenheit irgendwo ist? Ist es ein Thema, das euch berührt, beziehungsweise jetzt während diesen Arbeiten berührt hat? Oder wie ist es während diesen Arbeiten einfach sichtbar geworden, beziehungsweise die Grenze sichtbar geworden? Ja, es gab diese Entscheidung 1920 und wir haben uns da auch damit auseinandergesetzt, weil damals war das wirklich eine Entscheidung, möchte ich hier in Österreich bleiben, stimme ich für Österreich, also für die deutsche Sprache, österreichische Sprache, oder sage ich gehöre zu Slowenien, dann entscheide ich mich für die slowenische Sprache. Und hier im Teil Kärnten war das doch so, dass die meisten weder Slowenisch sprechen konnten gut, noch Deutsch eigentlich, weil sie Windisch sprachen. Und für diese Menschen war das besonders schwierig damals, weil sie waren weder da noch dort wirklich zugehörig. Und Menschen, die gut Deutsch sprechen konnten, haben sich natürlich für Österreich entschieden. Und welche, die auf Slowenisch besser waren, da war das auch klarer, wo man hin will. Aber es war ein Riesenkonflikt. Und den haben wir schon aufgegriffen, wenn wir selbst oft nicht wissen, wie entscheide ich mich, wenn ich nicht weder da noch hier zugehörig bin, wenn ich einen neuen Raum brauche. Das war das Thema und das ist oft in uns auch die eigenen Grenzen, die eigenen Gedanken, die einem keine Richtung geben, keine Sicherheit, kein Vertrauen in Platz oder Heimat. Also wir haben das verwoben, von damals ins Jetzt, in unser eigenes
Leben, in unsere eigene, ja, jetzt fällt mir das entsprechende Wort nicht ein, oder was ich meine, in den eigenen Raum, der mir gehört, oder Körperraum oder außerhalb dessen mein Wohnraum, meine Zugehörigkeit und so weiter. Also mit dieser zu spielen. Und zudem kam dann auch noch die Zukunftsvision, was wünschen wir uns denn? Wir als Team hier, wie möchten wir eigentlich leben? Was bedeutet Grenze im positiven Sinne? Wo ist sie sinnvoll und nutzbar? Wo gibt sie mir Schutz und Heim und wo grenzt sie mich ein? Wo sperrt sie mich ein oder wo möchte ich sie gern sprengen? Und wie ist das, wenn jemand meine Grenzen überschreitet? Hilfreich oder bedrohlich? Ja, das war so das Thema, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Ko smo se povezali med sabo in ko sem dobila v bistvu informacije o tem, kaj je glavna pravzaprav tema ali pa mogoče tista snov, s katero bomo poskušali ustvarjati, se pravi meja, sem se seveda sama vprašala tudi, kaj lahko, kako naj sama zdaj to razmišljam. Zdaj, glede na to, da sem po profesiji slovenistka in učim slovenščino v gimnaziji in srednji šoli v Ljubljani, in ker sem študirala slovenščino in me že od nekdaj zanimajo zamejci in si želim sodelovanja z zamejci, je bila zame to v bistvu res ena od tistih priložnosti v življenju, ki sem si jo že dolgo želela. In seveda se mi zdi, da je to ravno največja nagrada, da lahko ustvarjalec ali pa nekdo plesalec, v tem primeru jaz kot koreografka sodelujem pri takem projektu, je to, da hkrati se zavedam, da je to možnost, da pokažemo, da zgodovine seveda ne smemo pozabiti, da mora spomin na nek način ostati, da je treba govoriti o tem, da to ni stvar, ki bi razdaljevala oba naroda ali pa oba jezika ali pa obe državi, ampak da v resnici se je takrat zgodil moment, ko se je del Slovencev moralo odločiti na nek način za eno ali drugo stran, kar pa še vedno ne pomeni, da so se odločili za to, da bodo eno ali drugo stran zapustili v kakršnemkoli primeru. In vesela sem, ko vidim v bistvu na teh dvojezičnih šolah seveda slovenščino, ko vidim hkrati, da so se integrirali v drugo državo, da ohranjajo jezik, da ohranjajo kulturo, da sodelujemo s državo. Zame pa me v resnici pomeni odpiranje, sodelovanje, povezovanje in v bistvu se mi zdi, da ko plešem, sem svobodna, lahko povezujemo se med sabo in da jezik ne sme biti ovira, ne sme biti ovira niti fizična meja, zato ker pač vsi, tako kot je rekla Klavdija, samo ljubimo in želimo živeti življenje in nekako meje prestopati v smislu, da nihče ne želi biti omejen niti s fizično mejo, niti z mejo tega, da nečesa ne more, ne sme, kakorkoli že, zato ker želimo vsi na nek način biti svobodni, čeprav je to seveda verjetno zelo težek pojem, pa zelo širok pojem, ampak dejstvo je, da je ta tema mej verjetno v naših glavah in mi jih, kot reče ena od naših plesalk, lahko premagamo s srcem in s plesom in z umetnostjo. Ja, sam se štejem za ekstremnega zagrizenega Evropejca, državljana Evrope in dojemam fenomen Evrope na način tega primarnega zagotavljanja miru v regiji. Ne smemo pozabiti, zakaj je Evropa pravzaprav nekako nastala v taki obliki, kot jo imamo sedaj. In sicer govorimo o tem, da zagotavljamo neko svobodo, varnost, nek demokratični način razreševanja težav, ki pač nastajajo. Seveda je pa vse vezano na neko zgodovinskost, ne? In ta zgodovinskost ima svoje razloge, zakaj je temu bilo tako, včasih je to težko razumeti za tako dobo nazaj, kot je bilo pred 100 leti, ko je bil ta plebiscit. Ne gre tudi obsojati ljudi v tem času, ki so se morali odločiti na nek določen način in postavili so v bistvu neko, bom rekel, navidezno mejo, v kateri so sami živeli, ampak zagotavljali tudi sami sebi v tem določenem zgodovinskem momentu tudi neko varnost. Varnost med različnimi sistemi in mogoče tudi občutkom življenja v tem, se pravi, kot je bil jezik, izobrazba, navade, kultura in podobno.
Zdaj, ko gledam plesalce, kako se ukvarjajo s tematiko meje, ja, bi rekel, da večinoma krat dojemamo mejo kot nekaj mogoče negativnega, vendar poskušamo govoriti o meji tudi kot nekaj dobrega, se pravi nekaj, kar nas v končni fazi varuje pred mogoče trenutkom, ko je nekaj preveč, ko mogoče nekaj presega našo mejo, se pravi osebno mejo, mogoče našo intimno sfero, ko rečemo, tukaj so naše meje. In v tem primeru je meja pač nekaj tudi dobrega, saj da nekako vedeti drugi osebi, do sem, od tukaj naprej več ne. In to mogoče motivira tudi ta dobrososedski odnos, to spoštovanje med seboj. No. Plesalci prikažejo to pač na svoje občutke, na svojo izkušnje, ki so jih imeli v preteklosti in seveda pod vodstvom Klavdije in Katje, ki nekako moderirata nastajanje te predstave in s tem prikazuje tako osebno gledanje na mogoče ta zgodovinski trenutek, kot tudi sedaj osebne človeške meje, kje so, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo in kako dojemajo to ljudje med seboj. Ja, danke für diesen Teil von Kooperationskultur Kärnten-Koroschka. Wir haben jetzt sozusagen einiges von euch gelernt, machen jetzt eine kurze Musikpause und dann hören wir uns im dritten Teil wieder, wo wir sozusagen jetzt von der Vergangenheit dann in die Zukunft schauen.
So, wir sind im dritten Teil unserer Sendung Kooperationskultur Kärnten Koroschka. Und es geht ja bei uns auch immer darum, in die Zukunft zu blicken und zwischen den zwei Organisationen neue Kooperationsanbahnungen zu machen, neue Projekte zu umreißen oder beziehungsweise Ideen zu haben, wie man in Zukunft kooperieren kann, möchte, auch natürlich in diesem Fall im Bereich Tanz in Kärnten, Slowenien oder im Alpen-Adria-Raum. Und ich glaube, Katja, ihr habt ja schon eine konkrete Anfrage bekommen nach dem Tanzen in Köttmannsdorf. Was hat sich da genau daraus ergeben? Ja, torej z Društvom zamejskih Slovencev smo se pogovarjali o tem, glede na to, da mi delamo plesne pravljice za otroke in pa predstave v slovenščini, ki se dotikajo res takih tem, ki se ljudi dotaknejo, tako kot je recimo naša predstava Življenje vrednota, da bomo poskušali sodelovanjem na ta način, da bi prišla jaz kot koreografka v kakšno od teh slovenskih šol in naredila plesno delavnico z otroki in potem popoldne uprizorili, da bi plesalci uprizorili plesno pravljico in na koncu zvečer seveda še našo predstavo, tako da upamo, da se bo to sodelovanje uresničilo in da bomo to uspeli uresničiti v naslednjih mesecih ali pa potem naslednje leto. Poleg tega si pa seveda jaz izjemno želim, da bi to, kar smo ustvarili v tem času na Koroškem, torej v teh 2 mestih, da bi seveda s Klavdijo to prenesli tudi v Ljubljano. Prvič bi jo rada povabila v Ljubljano, v naš studio, da bi izvedla ono delavnico, ker je izjemna koreografka in sem se od nje res zelo veliko naučila in si želim tega znanja v bistvu še naprej, pravzaprav si želim, da ona to znanje prenese tudi k ostalim plesalcem, ki se niso mogli udeležiti teh 2 v bistvu prizoritev. Poleg tega pa seveda si želim, da bi to predstavo videli tudi v Ljubljani. So I want you to invite you, Claudia, in Ljubljana to our studio, so you would be able to have a workshop in our studio and also to learn from you, because you're an excellent choreographer and really a so nice person. I really connected to you and all the dancers, and I hope that we will bring this performance also to Ljubljana, to our studio, so more people from Ljubljana can see what we did. Oh, danke Katja, ich freue mich so sehr darüber. Danke für die Einladung, sie ist so herzlich, ich spüre einfach, wie sehr du dich freust und das macht mich so groß innerlich, weißt du. Ja. Also ja, es ist so, ich bin sehr dankbar, dass du gekommen bist, dass ihr gekommen seid und dass so eine Freude gemacht hat und so eine Inspiration ist für uns alle und für die Einladung. Und ich komme sehr gerne zu euch und möchte das gerne weiter mit euch machen und zeigen, weil es ist wirklich eine Basis, mit der wir zusammen weitergehen können. Und vielen Dank auch, dass ich von dir lernen darf. Wir lernen voneinander, das, was du einbringst, dein Wesen, deine Art, deine Bereitschaft, deine Art zu choreografieren und zu sehen. Und das ist wirklich für uns alle eine sehr große Bereicherung. Nam bi bilo res veliko čast, tako da se veselimo tega. No, torej, to je bil majhen povzetek tega, kar sem prej govoril, ne, to medsebojno spoštovanje 2 koreografk, 2, bom rekel, velikih oseb, kako sodelujete, kako med sabo se dopolnjujete in kakšno izredno spoštovanje vlada med njima, in to mene recimo najbolj inspirira, ko vidim in si upam, da bo to sodelovanje tudi v prihodnosti podobno, oziroma da bomo imeli priložnosti še veliko skupaj delati. Tako. Ja, also wie gesagt, es gibt schon dieses Kooperationsprojekt, das schon weitergeht. Es gibt auch natürlich Vorschläge, dass wir da gemeinsam nach Ljubljana gehen, das Ganze in Ljubljana auch aufführen. Und nicht nur das, sondern ja, es gibt ja über das Projekt 24 Stunden Grenzerfahrung gibt es auch ganz tolle Fotos und Videos. Albert, da warst vor allem du in deiner Rolle, in deinem Element. Du bist danke. Fotograf, der wunderbare
Fotos gemacht hat von den Teilnehmerinnen, von den Teilnehmenden. Und die Claudia hat auch Videos zusammengeschnitten von den Aufführungen. Also die werden wir dann auch ganz vermehrt auf Facebook und auf unseren sozialen Medien einfach teilen, damit Menschen, die auch nicht physisch dabei waren, auch einfach sehen, was da passiert ist, was die Ergebnisse von diesen 24 Stunden Grenzerfahrung waren. Zum Namen wollte ich vielleicht noch kurz was sagen. 24 Stunden Grenzerfahrung. Damals beim Entwickeln haben wir uns gedacht, dass wir 24 Stunden Zeit haben, etwas zu entwickeln, um es dann auf die Bühne zu bringen. Das heißt, dieser Workshop umfasst 24 Stunden während einer Woche, also nicht auf einem Tag, das wäre etwas zu extrem, aber während einer Woche 24 Stunden lang, und dann kommt es auf die Bühne mit den Geschichten, die die Tänzerinnen und Tänzer mitbringen und die wir dann gemeinsam auf die Bühne bringen. Und ein Schlussstatement, das mir so geblieben ist wirklich das Tanzen, diese universelle Sprache, das die Sprachgrenzen überwindet, dass es durch den Tanz wirklich möglich ist, unterschiedliche Kulturen zu verbinden, unterschiedliche Menschen zu verbinden. Und ja, das ist eine Erfahrung, die ich einfach mitnehme. Was nehmt ihr so für die Zukunft mit? Was ist etwas, wo ihr sagt, ja, das habt ihr von dem Projekt gelernt und das nehmt ihr mit in die Zukunft, beziehungsweise auch Zukunftsaussichten von dir persönlich, vom Tanztheater Einander, von neuen Projekten? Bitte. Sabrina, an dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Danke zu dir sagen. Weil du als Organisatorin von dem Projekt, die mit mir das auf die Beine gestellt hat, also ohne dich hätte sie auch nicht stattfinden können. Und von dir nehme ich mit deine sonnige Art, dein Wesen, deine Lockerheit. Du schaukelst so viel um dieses Projekt, machst so viel, bist überall dort und da, denkst an alles und das mit so einer Freundlichkeit, mit so einer Liebe und Lockerheit, die habe ich sonst noch bei niemandem erlebt. Und ich danke dir so sehr, dass du das mit mir machst, mit uns dabei bist. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das nehme ich ganz stark mit. Und vieles andere auch noch, aber das muss gesagt sein. Jaz bi tudi rada rekla, da res iskrena hvala, ker takega gostoljubja, kot smo ga doživeli, recimo vsi tukaj, smo vsi solzni in čustveni in se bomo zelo težko poslovili, ker v bistvu si res izjemna oseba. Prvič organiziraš, plešeš, Sabrina, skrbiš za nas, nismo lačni, povezuješ nas, odpisuješ nas, v bistvu je ena taka prijaznost in ena taka res pozitivna energija, da to res niso samo floskule, ampak je to nekaj takega iskrenega, tako da se samo še objemamo, čeprav vemo, da se ne bi smeli, ampak ne gre brez tega, da se ne bi res iskreno zahvalili za vse. Ja, Sabrina, tudi v mojem imenu. Lepa hvala. Res, v bistvu si postala neka vez, ker nas je spravila skupaj, ker je pred enim letom, ko smo se prvič srečali in ko smo začeli govoriti o tem, na nek res izjemno prijazen način. Vidi se, da si z dušo in telesom v tem projektu, da želiš delati z ljudmi, da si nam dala pač to priložnost, da smo se tako povezali med sabo, da smo se pravzaprav sploh lahko srečali, ne? Da smo danes sploh pravzaprav tu. Tako da iskrena hvala. Danke. Ja. Morda bi še tukaj dodal, no, ta projekt, smo v korona času, ne? In ta korona čas je en tak trenutek v zgodovini človeštva, ki nas je postavil na neko situacijo, ki je nepredvidljiva in s katero ne vemo točno, kako v bistvu delati, ne? Moram povedati, da pred tem poletjem smo imeli v planu z Katja Dance Company iti v Bosno, kjer ne bi prizorili našo predstavo Življenje vrednota. Bili smo povabljeni v Španijo, 2 predstave, v Belgijo. Sedaj zaradi te korone vse to padlo nekako v zamik časa in tukaj moram dodati to, ne, da je Sabrina dokazala in cela ekipa, tudi Klaude in v bistvu vso gostoljubje, ki smo ga tukaj, da je kljub tem nepredvidljivim časom, tem situaciji, ko moramo biti še posebej previdni, uspeli spraviti tako srčne ljudi v en projekt, ko se cel svet nekako z nekim strahom ukvarja, smo mi najdeli nek otoček tukaj vmes,
kjer na pravilen način imamo možnost kljub temu se izražati v tem elementu, katerega pač mi negujemo, in to je pač tukaj ples. Tako da, Sabrina, tudi hvala tudi še posebej zaradi tega. Yes, you were able to, in this corona time, to unite us, all the differences and all the restrictions, and we did this performance anyway, and I think it's really big thankful to you, Sabrina. Ja, wir haben ja bis zum Schluss nicht gewusst, ob wir diese Aufführungen machen können. Wir hätten es ja zuerst schon früher geplant, das Projekt, das wurde dann alles in den Sommer verlegt. Aber ja, es hat geklappt. Wir haben 24 Stunden Grenzerfahrung hier in Kärnten aufführen können an 4 verschiedenen Orten. Und danke, dass ihr heute bei uns in der Sendung wart. Danke Katja, danke Albert von Katja Dance Company, danke Claudia von Tanztheater Einander. Es war wieder ein Beispiel, wie Kooperation in Kärnten funktionieren kann. Danke für eure tiefen Einblicke, für eure Erfahrungen. Und falls ihr Kontakt aufnehmen wollt, verschiedene Workshops, eben auch mit Katjas Dance Company oder Tanztheater Einander machen wollt, in Schulen, in anderen Organisationen, nehmt Kontakt auf. Wir stellen die Kontaktdaten auf alle Fälle auf unsere Seite von Radio Agora und die genauen Details dann unter der Sendung Kooperationskultur Kärnten Koruschka. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.